Howdy Leute, willkommen bei einem neuen angespielt beziehungsweise 10 Folgen, ähm, 10 Folgen Let's Play, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar eröffnen wir heute ein Internetcafé, denn beim Internetcafé Simulator sind wir Internetcafé-Betreiber und ja, ich habe es mir mal bei YouTube angeschaut und ja, es ist jetzt nicht so ein Burner vom Spiel her. Also Grafik von den Grafiken rings um also vom ähm, wie heißt's, vom Spielweltdesign her ist es ja schon super gemacht, aber ich weiß halt nicht, was jetzt unterdessen verbessert wurde oder nicht, aber das Let's Play, wo ich in YouTube gesehen habe, muss ich sagen, die Animationsgrafiken und die Leute-Grafiken, die waren so verbuggt und so schlecht gemacht, dass ich jetzt würde sagen, das lohnt sich nicht, um jetzt wirklich ein Let's Play daraus zu machen, drum nur 10 Folgen. Aber ich habe es noch nicht angeschaut, ich habe es mir erst neu zugelegt. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie lange das Spiel schon gibt, aber das seht ihr in der Beschreibung unten. Auf jeden Fall, ich schaue es mit euch mal gern an. Ähm, ja, anlaufen. Streben Sie danach, Ihr Geschäft ohne Bankdarlehen nur mit Standardunterstützung auszubauen. Start X. Starte das Spiel, indem du Kredite von der Bank nimmst. Bezahlen Sie sie mit regelmäßigen Zahlungen. 10.000 und 10.000 von der Bank. Nein, wir starten mit Hauptstartkapital, das wir uns erspart haben mit 10.000. Wenn Sie ein neues Spiel starten, alle deine Fortschritte im Spiel sind gelöscht. Joa. Wie nennen wir es denn? Trantu Eni Kaffee. Kaffee. Neue Rechtschreibung. Nein, scheiße. Kaffee. Ja. Okay. Wir machen es ganz einfach. Kaffee. So. Äh, anfangen. Bitte warten. Einen Moment. Es wird geladen. Die Spielwelt und Ihr Internetcafé. Ja, also eigentlich finde ich es noch recht spannend gemacht. Nur halt eben, Entschuldigung, nur halt eben, Spielprinzip ist ja super, aber das Ganze drumherum, muss ich sagen, ist interessant für euch zum mal kennenzulernen, die 10 Folgen. Da werden wir sicher mal schauen, was wir alles so machen können. Und ich gebe mal die Garantie drauf, dass es mindestens, also dass es 10 Folgen gibt. Und ob es dann mehr werden oder weniger, das entscheide ich dann im Verlauf von den 10 Folgen. Aber 10 Folgen mache ich euch bestimmt. Also das ist auf jeden Fall so. Willkommen zu Internet Café Simulator. Dies ist das Hotelzimmer, für das Sie gemietet haben. Sie können hier essen oder schlafen. Sie können dann dem Schild auf dem Bildschirm folgen, um zum Arbeitsplatz zu gelangen. Also ihr seht, die Übersetzung ist nicht 1a, aber wir verstehen es. So, wir haben hier also, oh Gott, Moment, Empfindlichkeit bitte sehr hoch. Sie können hart ausblenden, indem Sie die Tabulator schließen. So, schon viel besser. Also, wir haben also ein Hotelzimmer. Ja, können hier nicht viel machen, rausschauen, aber eben, digitaler Wecker. Was? Drücken Sie E, um den Alarm zu schließen. Okay, ja, das ist sehr wahrscheinlich die Katze vom Entwickler oder halt unsere verstorbene Katze. Moment, meine Katze versucht zu klettern am Verstorben.
Finde ich zwar nicht so toll, aber was will ich machen? Ja, das wird wahrscheinlich die Katze vom Entwickler sein oder unsere verstorbene Katze. Ja, gut. Er konnte sich noch befreien. Okay, Entschuldigung. Ich lasse mich normalerweise nicht ablenken, aber wenn die Katzen etwas machen, dann muss ich leider. Also ich habe die Katze noch nicht gesehen. Ducken können wir uns auch nicht. Nun ja. Ähm, ja, steuerungsmäßig bekommen wir nicht. Hier haben wir einen leeren Wandschrank. So, und hier haben wir eine Kommode. Hier haben wir unser Büro. Wir spielen Musik oder versuchen es. Schuhkarton. Ist schon fast ein Appartement. Ein Aschbach uralt Laptop. So, was haben wir noch? Tür. Verschlossener Raum. Hier haben wir noch ein Bad. Boah, extrem hell. Ich würde gerne mal duschen, aber also springen können wir, aber ducken nicht. Aber Hunger habe ich. Wo ist denn die Küche? Küche! Hier hätten wir noch eine Tür. Also nochmal unser Kater. Ja, der Kopf ist ein bisschen zu groß, ne? Aha, Wein haben wir auch, wo wir nicht nehmen können. Hier haben wir die Küche. Mikrowelle, 11:12 Uhr. Dampfabzug. Ja, das Geknurre, wo ihr vielleicht hört, ich weiß es nicht, das kommt vom Kühlschrank. Suppe. Ja, wir essen eine Suppe. Und die Pizza, die sieht auch schon ziemlich alt aus, ne? Aber das ist cool, ne? Also das können wir alles noch kaufen. Aber mehr können wir eigentlich hier auch nicht machen. Können wir mal chillen und Fernseh schauen? Auch nicht. Ne. Ja, also sieht aus, als wären Kakerlaken hier auf dem Boden. Naja. Ja, also, ne, das ist ja unsere Wohnung. Können zwar nicht viel machen, aber das ist unsere Wohnung, ne? So, dann gehen wir hier raus. Klopf, klopf, niemand zu Hause. Nun ja, gut, machen wir zu. Eigentlich ist es ja kein Hotel, sondern mehr ein Appartement. Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Unsere Katze weiß ich eben nicht, ob sie noch lebt oder noch schon tot ist. Ähm, hm. Oh, interessant. Eine Türe und eine Mauer davor gestellt. Nun ja. Okay, wir können auch rennen. So, diese Animation ist schon katastrophal. So, das ist also die Spielwelt. Und eben, ich muss sagen, Spielwelt, nice. Aber so die Animationen der Spieler, also der IK, die, ja, wie soll ich sagen? Ja, wie soll ich sagen, man hätte es doch ein bisschen besser umsetzen können. Verkäufer, wir kaufen uns wieder eine Suppe. So. Wir können aber auch mit den Leuten nicht reden, ne? China-Abteil, Chinatown, Sexshop. Alles so traurig. Mensch. Ich will jetzt wissen, was da hinten ist. So. Oh. Gleich mal zu Beginn, ne? Gehen wir mal hier in einen Schuppen rein. Strippe. Oh Gott. Das. Oh Gott. Scheiße, das Spiel ist nicht für unter 18.
Merke ich jetzt gerade. Also zumindest diese Folge ist nicht für 118. Für unter 18. Folgen Sie das Tripoin. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Mach die Augen zu. Mal schauen, was wir alles hier sehen. Was sehen wir denn hier? Oh, jetzt hat sie sich gedreht. Okay. Okay. Ja, okay. Und wo ist denn hier der Strip? Aber ja, ihr seht schon, ne? Also es ist okay gemacht, aber Achselhaare hat sie. Und ja, die ganzen Bewegungen und so weiter, da muss der Entwickler da muss die, also muss der Entwickler noch ein bisschen arbeiten an der Animation. Kann ich auch aufs Klo? Boah, was für ein Klo. Was für eine... Boah. Oh. Oh. So, Hände waschen. Spiegel ist besser, wenn keine Animation da ist. So. Okay, nein, also wir können sogar hinter die Bar. Yeah, wer will was? Wer will was? Wer will was? Ja, ich hab alles. Nein, okay. Cash, okay. Kann ich hier sitzen? Nö. Nö. Nö, nö, nö. Okay. Ja, ich will den Entwickler nicht zu sehr kritisieren, weil ich gebe es dazu, ich kann es nicht. Und von dem her darf ich eigentlich auch nicht wirklich große Töne spucken. Aber nein, die Idee ist ja gut und ich finde halt es schade, weil die ganze Umgebung, designtechnisch, grafisch, sieht eigentlich super aus, nur halt die Animationen, die, die, es ist ja eigentlich auch nicht wirklich, also, na, versteht mich nicht falsch, die Personenkreation, die Designs der Person, die ist ja eigentlich auch nicht schlecht, ne? Die ist eigentlich super, aber die Animationen, äh, die Animationsflüsse und so weiter, die müssten, die müssten halt schon ein bisschen besser sein, ne? So, wie wir es halt von kennen, von Hausflippers. Wir reinigen erstmal unsere Baustelle. So, 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 so. Erstmal unser Laden reinigen. Pizzaschachteln, Stumpen. Also wir haben den Laden erst neu übernommen. So, Küche ist noch gesperrt. Haben wir nicht dazu gemietet, okay. So, von wem ist eigentlich der Müll? Sag mal. Vom Vormieter. Also wenn ich eine Räumlichkeit abgeben muss, muss ich putzen. So, und der Raum gehört auch noch zu uns. So, Spinnweben gibt's nicht. Gut. Nein, also ich weiß nicht von wem, also von wie vielen das Spiel programmiert wurde. Es ist ja an und für sich kein schlechtes Spiel. Also nicht falsch verstehen.
Wunderbar. Kann ich das auch draußen aufhängen? Jo. Gamer, Play and Win. Warte mal. Oh, scheiße. Schauen wir, dass wir das gleich mittig da unter das Dings bekommen. Leuchtet sogar noch. Ein Poster, das leuchtet, ne? So, okay. Dann haben wir hier die Zeit. Hier den Baseballpad. So. Ach, das ist, wenn ich was Falsches gekauft habe oder so, dass ich es hier verkaufen kann. Das ist der Raumthermostat. Ja gut. Äh, Ich wäre halt schon froh, wenn ich das Teil irgendwie so hinlegen könnte, dass man auch was lesen könnte. Aber nee, das fällt immer aufs Display. Und wenn nicht, dann kann man nichts lesen. So, okay. Computer benutzen. So, dann wollen wir mal. Fokus. Space startet den Computer. Naja, gut. Dann starten wir mal. Das ist ja ein guter Anfang für unser Internetcafé. Fokus. Tutorial. Computer. Um einen Computer einzurichten, müssen Sie zuerst einen Tisch kaufen. Nach der Installation der Tabelle werden die erforderlichen Teile auf die Tabelle. Nach der Installation der Tische werden die erforderlichen Teile auf die Tische geschrieben. Was? Wenn Sie die Spielkonsole installieren möchten, Sie sollten den Spielkonsolentisch kaufen. Nachdem Sie die Tablet irgendwo platziert haben, können Sie den Namen der Tablet auf der Registrierkarte Computer sehen. Okay. Kunden. Das Glück der Kunden, die in den Laden kommen, ist sehr wichtig. Zufriedene Kunden machen schönere Kommentare für ihren Shop und zufriedene Kunden können ein Trinkgeld hinterlassen, wenn sie möchten. Dass mehr Kunden kommen, sollten sie die Anzahl der Computer in ihrem Shop erhöhen und ihr Shop-Punkte erhöhen. Und du musst geduldig sein. Nach 20 Uhr gibt es keine neuen Kunden. Wenn Sie Geld verdienen möchten, indem Sie Bitcoins abbauen, Sie sollten Bergbaumaschinen in Ihrem Geschäft installieren. Sie können diese Geräte von dem mysteriösen Mann in der Stadt bekommen. In den Geräten gesammelten Bitcoins werden automatisch ein Bitcoin-Guthaben hinzugefügt. An den Tagen, an denen die Polizei zur Kontrolle kommt, muss man vorsichtig sein, weil die Polizei ihre Geräte beschlagnahmen und ihr Bußgeld aufschreibt. Wenn die Geräte nicht funktionieren, wird die danke, nein. Polizei keine Strafe. Wenn die Geräte nicht funktionieren, wird die Polizei keine Strafen verhängen. Okay. Küche. Einige Kunden können bestellen. Wenn sie die Bestellung abschließen, verdienen sie zusätzlich Geld und steigen die Zufriedenheit ihrer Kunden. Sie sollten einen Koch mieten und einen Küchenbereich mieten. Nachdem sie die erforderlichen Zutaten auf der Registerkarte Küche gekauft haben, können sie ihre Bestellung auf der Registerkarte Bestellung aufgeben. Sie können Ihre Bestellung vom Teller in der Küche nehmen. Congratulations! Okay. Oh shit. Ah, nee. Ich habe schon wieder Hunger. Und jetzt ist ein Hacker am Berg gewesen. Ähm, Sie haben keine Kryptomünzen verloren. Ach so, okay.
Diebe und Obdachlose. Ein Dieb kann in ihr Geschäft einbrechen und einige ihrer Sachen stehlen. Wenn Sie einen Mann mit einem Päckchen in der Hand gehen sehen, schlagen Sie ihn mit dem Stock und nehmen Sie Ihr Päckchen zurück. Wenn ein Obdachloser Ihren Laden betritt, können sich Ihre Kunden unwohl fühlen. Sie müssen diesen Mann deaktivieren. Ja? Wenn Sie warten, kann er nach einer Weile weggehen. Sie können mit Fledermaus angreifen, wenn Sie wollen. Mit Fledermaus? Mit der hier? Was ist, hä? Leibwächter. Jetzt lass mich in Ruhe. Wenn Sie einen Schutz für Ihr Geschäft mieten, ist es kann Kunden daran hindern, Zahlungen zu vermeiden. Es kann die Einbrecher und Obdachlose aufhalten. Die Kosten für den Schutz werden zum Mietpreis hinzugerechnet. Wenn Sie keinen Schutz haben, sollten Sie Leute aufhalten, die davonlaufen, ohne zu bezahlen. Wenn Sie Ihr Geld von Leuten zurückbekommen möchten, die weggelaufen, ohne zu zahlen, sollten Sie sie mit einem Stock schlagen. Ja, brutales Spiel irgendwie, ne? Gegenstände verkaufen. Wieso? Ach so. Wenn Sie einen gekauften Artikel weiterverkaufen möchten, Sie müssen der Auktion hinzufügen. Nehmen Sie die Verkaufspistole und schließen Sie die auf den Gegenstand, wenn Sie verkaufen. Ja. Wenn Sie den Tab-Artikel verkaufen, aktivieren, wird Ihr Artikel dort hinzugefügt. Wenn Sie nicht warten möchten, bis die Auktion beendet ist, können Sie Ihren Artikel sofort verkaufen. Okay. Jetzt Leute. Temperatur. Jeder Zimmer hat seine eigene Temperatur. Sie sollten die Räume mit einem Temperaturmesser betreten und die Temperatur aller Räume messen. Sie müssen die Raumtemperatur mit einer Klimaanlage oder einem Deckenventilator ausgleichen. Kunden können aufgrund extremer Hitze oder Kälte früh aufstehen. Sie können auch einen Ventilator an den Computertisch anbringen. Es wirkt sich nicht auf die Gesamttemperatur aus, entlastet aber die Kunden. Jo, also ihr seht schon, wir können jede Menge tun und hier können wir den Laden updaten, Gebäudeentwicklung. Hier können wir eben eine Küche mieten, eine größere Wohnung. Und ja, die Küche lassen wir jetzt mal. Also das ist der Rechnungen. Hier können Sie bequem alle Ihre Rechnungen bezahlen. Okay. Computer. Sie können problemlos alle Computer verwalten. Okay. My Store. 2 Sterne. Ja, zeigt die Bewertung der Benutzer an. Okay. Crypto Exchange. Hier können wir Kryptowährung kaufen. Okay. Wallpapers. Hier können wir die Wallpapers auswählen. Oh ja, der ist cool. Der ist cool. Hier können wir. Warte mal, wo bin ich hin? Scratch and Wins. Hier können wir Lose kaufen. Arbeitskräfte mieten, also Bodyguard oder Koch. Hier können wir Spiele kaufen, die Sie hier spielen könnten. Ja. Gegenstände verkaufen, das ist das Auktionshaus. Tutorials, Mails, ja. Mitteilungen, schnelle Nachrichten von den Leuten, die hier sind. Kostümkoffer. Naja, brauchen wir nicht. Preisliste. Ja. Internetgebühr. Wir empfehlen Ihnen die Preise. Ja gut, Internetgebühr haben wir noch keins. Wir verkaufen die Routine-Kontrollstunde der Polizei. Überprüfen Sie Ihre Posteinheitlicher Hackerschutz, die Sicherheit. Kaufen Sie gefährliche Bewegungen für gefälschte Bewertungen, ja. Ich frage mich jetzt aber gerade,
Hä? Aha, okay. Dann brauchen wir erstmal einen Tisch. Ne, oder Leute, wisst ihr was? Das machen wir bei der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Internetcafé, unser Internetcafé. Dran to Inter. Dran. Ich weiß schon nicht mehr, wie wir heißen. Naja, lassen wir das. Auf jeden Fall bleibt dabei, wenn wir das Internetcafé einrichten. An der Stelle sage ich Tschüss, ciao und bleibt tapfer. Tschüss.